Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion und heute geht's Martial Arts mäßig zu, weil wir reden über den neuen Mortal Kombat Film. 2021 ist es tatsächlich passiert und hat die Live-Film-Reihe der supergeilen Schlägerspiele-Reihe Mortal Kombat fortgesetzt. Der erste Teil wurde 1995 schon mal als Realfilm veröffentlicht, wobei der Film, über den wir heute sprechen, ist keine Fortsetzung zu der alten Reihe, sondern ein Reboot, kann man mehr oder weniger sagen. Aber mehr dazu sagt euch jetzt der weltberühmte Kani. Was soll ich jetzt mehr dazu sagen? Ja, Handlung und so und Alter. Okay. Handlung hat's da nicht gegeben, ich hab gar nicht gesehen. Also erst einmal, grüß euch, Habertere, servus, schön, dass ich auch dabei sein kann. Handlung gibt's tatsächlich nicht so viel. Wobei, wenn man drüber nachdenkt, dann versucht er zumindest mehr Handlung zu bringen, als dem Film gut tut, wenn ich ehrlich bin. Es geht, der Raiden sammelt natürlich seine Erdenkämpfer zusammen und da gibt's halt nicht mehr so viel und der Shang Tsung, der Hami, der meint, er muss vor dem großen Turnier schon alle erledigen und schickt halt seine Kämpfer los, dass die eben vorab da schon mal die unvorbereiteten Erdenkämpfer überraschen und alle umbringen, damit es gar nicht zu dem Turnier kommt. Aber bevor du jetzt nur weiter darauf eingehst, vielleicht sollte man tatsächlich erstmal unsere Hörer abholen, wie wir heute spoilertechnisch loslegen bei dem Film. Und zum anderen, ich bin mir sicher, es gibt den einen oder anderen Hörer, der weiß überhaupt nichts über Mortal Kombat. Ist aber selber schuld. Also natürlich werden wir auf alle Fälle wieder spoilern, weil es geht halt nicht anders, sonst kannst du gar nicht über den Film reden, wobei ich bei dem Film sagen muss, ich glaube, also in meinem Fall hätte mich nix Vollgas getroffen, wenn ich den Spoiler vorher gewusst hätte. Aber gerade für euch zur Warnung, wenn ihr gar nichts wissen wollt, schalt's ab und hört euch irgendwas anderes Tolles von so. Und der Rest, der bleibt halt dran. Und wer über Mortal Kombat gar nicht Bescheid weiß, Mortal Kombat ist ein Spiel von 1992. Damals in an die Arcade-Hallen an Automaten zum Spielen gewesen und war so die Antwort auf Street Fighter 2 meine ich. Gerade halt in ultra brutal mit ganz expliziter Gewaltdarstellung in Form von Fatalities und Brutalities, Leid Herz ausreißen und in der Mitte auseinanderreißen und Verbrenner und was weiß ich. Nur Abgangen ohne Ende, ist damals hervorgestochen durch seine Machart, weil sind meine echte Schauspieler schon gefilmt worden vom Bluescreen und die sind dann in das Spiel projiziert worden. Jetzt hat das sagt man halt auch, wenn man es vergleicht mit einem Street Fighter, dass das ein wenig anders ausschaut, irgendwie in Anführungszeichen ein bisschen reeller, so reell wie es halt damals gegangen ist, 1992 oder so. Mhm. Und ja, die Reihe setzt sich halt seitdem gnadenlos fort, hat mit Verboten und Indizierungen und was weiß ich so kämpfen gehabt, weil natürlich sich jeder immer drauf gestoßen hat, weil das einfach zu krass und zu brutal war, wobei es immer so unglaublich übertrieben brutal war, dass es eigentlich, also ich hab's nie für voll nehmen können, egal wie alt das ich war, als es gespielt hat und ich war definitiv immer zu jung. Heute noch, gell? Ja, vor allem heute noch. Aber ich hab das habe ich nie das kannst du einfach nicht für voll nehmen, solche Sachen. Das ist so krass überzogen. Und mittlerweile seit dem 10. Teil der Hauptreihe ist es auch, oder was, der 9. auch schon? Nein, ich glaube erst seit dem 10. Ich glaube, der 10. Teil ist jetzt der erste Teil gewesen bei uns, der in Deutschland dann auch komplett ungeschnitten rausgekommen ist und das hat es jetzt auch bei Teil 11 vorgesetzt. Jetzt haben sie es auch umrissen, dass es nicht so, also schon schlimm ist, aber halt total lächerlich eigentlich, was die da treiben. Das kann ich vollkommen unterschreiben. Mortal Kombat macht eigentlich wirklich diese Fatalities aus, diese völlig übertriebene Brutalität, die halt so extrem übertrieben ist, dass eigentlich nur noch lustig ist. Ja. Gut, es gibt bestimmt den einen oder anderen Erwachsenen, der wird sich denken, Alter, warum? Aber der wird dann auch bei dem Film keinen großen Spaß haben. Glaube ich auch nicht. Jedenfalls, ich habe mir selber die Frage gestellt, macht der Film Sinn, wenn man die Spiele nicht kennt? Und ich glaube, man kann sich den natürlich anschauen und man müsste vielleicht da öfter sehen, damit man bei jedem Charakter dann mitkommt. Wobei ich ja sagen muss, also ich gehe jetzt einfach schon mal ein bisschen auf den Film ein. Ja, toll, dann erkläre ich nicht mehr, um was das geht, super. Ja, du hast ja schon alles erklärt. Ach so, ja. Also ja, okay. Kämpfertanz.
Kämpfertanz. Kämpfertanz, Catchen. Die dann am Catchen. Ja, sie dann catchen und Mortal Kombat ist praktisch das Turnier, in dem die kämpfen. Und es ist gut gegen böse. Es gibt die dunklen Kräfte aus Outworld, die wollen halt die Menschheit vernichten. Und dann gibt's halt nur die Gurden. Ich weiß gar nicht, ob die ihren Namen haben. Das Erdenreich ist das. Erdenreich, angeführt vom Lord Raiden. Der allweils saulästig ist. Genau, richtig. Der hat wahrscheinlich immer Schmerzen oder so, also Rücken. Und kann ich voll verstehen. Da gibt's halt die unterschiedlichsten Kämpfer. Es ist halt wie bei Street Fighter, das halt da, oder bei Tekken. Es gibt ganz normale Menschen, aber es gibt halt dann so Cyborg-Menschen oder Leute aus der Unterwelt oder irgendwelche Typen, die halt total krasse Storys haben. Und die Outworld-Leute sind natürlich irgendwelche, ja, Höllentypen und Außerirdische und ja, da kann man sie austoben ohne Ende. Vor allem, da kann ich jetzt vorhin gesagt, es gibt mittlerweile 11 Teile. Nur Hauptreihe. Gibt ja noch ein paar Spin-off-Dinger dazu. Also wahrscheinlich werden wir gut auf, was weiß ich, 20 Teile oder so zugehen, wenn man alles irgendwie zusammenrechnet. Da werden wir wahrscheinlich ja insgesamt über 100 Charaktere oder wenn nicht sogar mehr haben, oder? Ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube, dass wir nicht weit weg sind vom 100er. Ja. Und du hast ja, wie der Korbi schon sagt, das ist mit denen, bei dem Spiel geht's ja drum, das Mortal Kombat, da treffen, es gibt verschiedene Reiche eben, nicht gerade das Outworld und das Erdenreich, sondern es gibt mehrere Reiche und alle Reiche versammeln über Kämpfer und Kämpfer und dann tragen sie das Mortal Kombat aus. Und das Ziel vom Shang Tsung zum Beispiel ist, dass er die ganzen Reiche übernimmt. Genau, und dafür muss er halt diese Mortal Kombats gewinnen. Jedenfalls, um meinen Bogen nochmal auf den Film aufzugreifen, was ich gleich mal vorweg sagen muss, er erklärt mir die Charaktere eigentlich sauber zwäng. Also ich finde, kein einziger Charakter, bis jetzt auf dem Scorpion vielleicht oder ein Sub-Zero, wird wirklich eingeführt. Also es ist jetzt im Gegensatz zum allerersten Mortal Kombat Film von 95 schon anders und ich habe das Gefühl, es ist halt so ein Fanservice, dass man voraussetzt, dass man halt viele Hauptcharakter schon kennt. Ja, also das Gefühl, das ist richtig, das ist auf alle Fälle so, dass hauptsächlich, glaube ich, Mortal Kombat-Fans angesprochen werden mit dem Film. Und ja, die Sub-Zero und Scorpion-Fehde ist halt prädestiniert dafür, dass man die als großen Aufhänger hernimmt. Darum kriegen die natürlich auch den größten Background. Die anderen werden, ja, die sind halt dann da. Genau, also das heißt, da kann wir werden jetzt nicht mehr ganz so stark auf die Hörer eingehen, die Mortal Kombat jetzt nicht kennen. Also wir werden jetzt auch nicht bei jedem Charakter erklären, was dem seine Background-Story ist. Wenn sich interessiert, also für alle Erwachsenen, die mal ein Prügelspiel spielen wollen, wo man sich am Ende denkt, oh, und wie ich den verprügelt habe, oh, der steht nicht nochmal auf. Aber hallo. Ja, da kann man das auf jeden Fall empfehlen. Also ich habe auf jeden Fall schon sehr spaßige Abende damit gehabt und ja. Ich glaube, es hat nicht umsonst schon den 11. Teil der Hauptreihe. Sag ja, und ich bin eigentlich kein Fan von so Prügelspiele. Die einzigen 2 Prügelspiele, die ich mag, das ist Mortal Kombat und Super Smash Bros. Alles andere nervt mich und die 2, die sind halt einfach geil und Mortal Kombat. Deswegen habe ich mich so auf den Film auch gefreut, weil ich bin ein Fan von den ersten 2, von dem 95er und 97er Teil, obwohl die halt eigentlich sind sie Trash ohne Ende, aber halt geiler Trash. Die machen richtig Spaß. Ich habe mir den alten ersten erst wieder angeschaut und ich finde den einfach geil. Und auch den zweiten, obwohl das die übelste Trash-Platte ist, machen einfach Spaß. Aber was mir da immer abgegangen ist, sind die Fatalities, die Mortal Kombat einfach ausmachen. Und ja, das kriegen wir auf alle Fälle diesmal. Das können wir euch schon mal versprechen. Es wird geile Fatalities singen. Ja. Das stimmt. Also das heißt, für jeden Mortal Kombat-Fan lohnt es sich auf jeden Fall, sich den Film auch zum Schauen. Aber also, wo ich immer angeschaut habe, da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wo ist der Johnny Cage? Wo ist er? Wann kommt er endlich? Ich möchte endlich den Sucker Punch vor ihm singen. Ja. Und vor allem, das war halt ein Charakter im 95er Film, der mich da total positiv überrascht hat. Ich finde, der hat den Film wahnsinnig Gutes einfach getan. Und der kommt halt leider in dem Film nicht vor. Aber? Ja, aber man hat einen Hinweis darauf, wenn es eben weitergeht, was ich auch hoffe. Also, was auch der Fall ist, glaube ich, weil der gut Kohle macht, trotz Pandemie und was weiß ich. Ja, mit dem Hinweis, dass er praktisch dann im Folgefilm vorkommen wird. Yeah. Und für uns kurz der Hinweis, wir schreiben heute den 13.05. Es könnt ab heute
Mortal Kombat auf Prime euch auslassen. Also eine, zack, kaufen, auch wenn ich normal nicht so der Fan bin von Online-Sachen kaufen, sondern lieber ins Regal, aber ich hab mir ein Steelbook schon vorbestellt, supporten, wo es noch gerade geht, weil wir wollen noch mehr Manscherei haben im Mortal Kombat-Universum auf der Leinwand. Genau, und hoffen natürlich auch, dass das, was sie jetzt in dem Film vielleicht verpasst haben, dann im nächsten Film besser machen. Also es ist auf jeden Fall nur Luft nach oben. Aber jetzt mal die Frage an die, wie findest du denn insgesamt? Ich hab mir jetzt heute in der Früh gleich ausgelassen und sage und schreibe gleich zweimal angeschaut. Beim ersten Mal habe ich mir gedacht, und das ist selber für mich so ein Kritikpunkt gewesen, von dem ich nicht glaubt hätte, dass ich den Song über den Film, weil ich das irgendwie allgemein, damit habe ich eigentlich nie Probleme, aber gerade bei dem Film ist mir das voll aufgefallen, der ist ultra holprig verzeiht. Weißt du, wie ich mein? Mhm. Der stolpert so krass vor der einen Ding in die andere und auf einmal geht's voll schnell und ist vorbei. Ja. Und du denkst dir so, es waren zwar jetzt doch 2 Stunden, es ist irgendwie schnell vergangen, es war kurzweilig, aber irgendwie ist vor allem das Finale, das ist sauber schnell auf einmal gegangen. Der stolpert so krass vor dem einen in das andere, das fand ich ein wenig komisch. Und dann beim zweiten Mal schauen, weißt du halt schon wieder, auf was du einstellst, das tut ihm gut, wenn du den zweimal anschaust, auf alle Fälle. Ja. Aber was sagst du jetzt? Bist du zufrieden? Also sagt dein Nerdherz, oh ja, da vielen Dank für diesen Mortal Kombat Film, darauf habe ich jetzt schon seit Jahren gewartet. Ja, an sich bin ich schon zufrieden, weil er halt, wie wir schon mal gesagt haben, ultimativ viel Fanservice dabei hat. Da sind so viele Momente dabei, wo du einfach nur sagst, ha, geil, ob das jetzt Moves sind, ob das irgendwelche Easter Eggs im Eckerl hinten sind, ob das eben die ganzen Sprüche sind, die eins zu eins, die ganzen One-Liner aus dem Spiel außer wie Fatality und Flawless Victory und was weiß ich. Finish him. Ja, voll geil. Allein der geil, sogar noch also ich hab mir jetzt zweimal auf Englisch angeschaut, hab aber gehört, dass diese One-Liner sogar in der deutschen Synchro anscheinend so drin bleiben sollen, muss ich nur mir selber prüfen, ob das stimmt. Aber allein das dann Test Your Might, das ist aus so einem aus so einer Trainingsoption aus die Spiele. Also es ist wirklich Fanservice ohne Ende und deswegen bin ich dann nach dem zweiten Mal schauen auf alle Fälle voll zufrieden und freue mich richtig, wenn es echt weitergehen soll, weil der Sub-Zero-Darsteller hat ja anscheinend für 4 Filme unterschrieben, falls es ein Erfolg wird. Und darum fiebert ich schon auf die nächsten Teile dann hin, weil es ist, wie du gesagt hast, auf alle Fälle auch Luft nach oben. Da kann man noch mehr draus machen. Ich darf ein bisschen weniger Geplänkel dazwischen machen und mich halt dann echt mal noch mehr auf die Kämpfe konzentrieren. Aber es hat ja schon geheißen, dass er mit einer Armee kommt, der Shang Tsung dann. Also kann man da schon ein wenig eine kleine Schlachtplatte herrichten. Ich wäre einfach mal zufrieden, wenn es beim nächsten Teil schon mal so ein Mortal Kombat Turnier tatsächlich zeigen. Stimmt, es ist auch witzig, gell? Dieser Film hat kein Mortal Kombat Turnier. Ja. Aber nur das zeigt halt auch, dass die, glaube ich, von vornherein davor ausgängend oder von vornherein auf mehrere Teile hier arbeiten wollen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar im zweiten Teil noch nicht einmal ein Turnier geben wird. Oh, das wäre aber echt schade. Nein, ich weiß nicht. Also ich finde, er funktioniert ja so und auch in die Spiele haben sie auch immer eine große Story rumdumm, die man erzählen kann, bevor man rein auf ein Turnier kommt. Und deswegen kann ich mir das schon so vorstellen, so 1, 2 Teile vielleicht mit dem Storyaufbau und das dann in einem fetten Turnier gipfeln lassen. Ja. Ich hoffe halt trotzdem, dass er in dem Folgefilm, wenn er kommt, ein bisschen besser die Charakter dann einführen. Es sind ganz, ganz viele Charaktere dabei mit viel Fanservice, also Sonya Blade, der Scorpion, Sub-Zero, Raiden, der Jax, der Kano. Und ich muss sagen, der Kano ist ja eigentlich gerade ein Charakter, der nicht unbedingt ein guter ist. Geht so. Aber er hat mir in dem Film am besten gefallen. Es ist Highlight aus dem ganzen Film. Der Kano ist so geil. Was ich mit dem Typen gelacht habe, also unglaublich geil, der Typ. Das klingt gerade so, als hättest du den Film mit ihm gemeinsam angeschaut und ihr zwei habt's gelacht und voll, gelacht. Voll. Er hat die ganze Zeit gesagt, pass auf, jetzt sag ich gleich wieder was Lustiges und ich hab mir jetzt wieder voll zerrissen. Er ist so geil. Er hat halt auch einen von den geilen Fanservice-Moves, wenn es gegen einen Reptile kämpfen, wenn er ihm das Herz ausreißt und dann den geilen Spruch noch dazu bringt, Kano wins, und hat dann das Herz in der Hand, wo das Blut noch ausspritzt, was übrigens auch einer von seinen Spiel-Fatalities ist, glaube sogar aus dem ersten Teil. Ja. Hard Rip. Und was man bei ihm halt merkt, es ist halt wirklich so ein bisschen eine Charakterentwicklung in dem Film. Er wird halt eingeführt und dann hilft er erst nur der Sonja und unserem Hauptcharakter, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind, das darfst du aber gleich machen. Ich möchte das nicht. Und merkt ja dann erst im Verlauf des Films, was er für Fähigkeiten noch hat und wechselt ja dann irgendwann so ein bisschen die Seite. Also, geil, wenn er seinen Laserstrahl aus den Augen kriegt. Ja. It's cooler than fire, you pussy. Ja, jedenfalls, er ist einfach witzig, er macht eine Entwicklung durch und das gefällt mir. Das geht halt zum Beispiel bei der Sonja oder beim Jax. Ich meine, beim Jax ist ja offensichtlich, was für eine Entwicklung er durchmacht,
aber es geht halt überhaupt nicht in irgendeiner Tiefe oder halt, da bin ich echt ein bisschen enttäuscht, da hätte man, glaube ich, mehr draus machen können. Ja, also da muss ich jetzt sagen, da brauche ich überhaupt keine Tiefe bei denen, die sollen sich einfach nur Pfotzen vollhauen. Schau mal, für jemanden, der halt die komplette Spielerei auch nicht so gut kennt. Also ich kenne jetzt auch wirklich nur Teil 11 und ich habe damit aber schon wahnsinnig viel Spaß gehabt. Und ich habe da auch diese Story durchgespielt, die ja nicht gerade kurz ist. Und da wird jeder Charakter von diesen, weiß ich nicht, 50 Charakteren oder so, ja wirklich mit so einer kurzen Background-Story nur eingeführt und ich weiß dann genau, was ist sein Motiv. Das geht mir halt beim Jax oder der Sonja ab. Die sind halt einfach gute. Also, ihr seid Menschen, ihr seid gut, ihr Genau. kämpft jetzt damit, scheißegal, was ihr für Motivation habt. Ja, wie gesagt, vielleicht kommen sie ja noch, es werde ja immer wieder in so Nebensätze, wird so ein bisschen erwähnt, dass die sich natürlich auch schon länger kennen und so. Kann man vorstellen, dass da vielleicht auch mal noch Rückblicke gibt oder in weitere Teile, wenn sie es wirklich durchziehen. Und unseren lieben Hauptcharakter, woher kennen wir den aus den Spielen? Gar nicht. Was spinnen die? Alter, das heißt, die haben echt für den Film einen völlig neuen Charakter einbaut, dann ist er auch nur der Hauptcharakter? Der Cole Young, der Nachfahre des Scorpion Hanzo Hasashi. Ziemliche Pussy. Ja. Und nicht Pussy, aber er hat nicht wirklich viel zum Tor. Nein, nicht so recht. Das gehört aber auch zu dem, was ich gesagt habe mit dem Holbringer Zähne. Er ist die ganze Zeit voll der Lutscher und dann auf einmal auf einmal geht's so schnell und dann kriegt er sein Superding und dann geht's wieder ab. Wie gesagt, ich finde der stolpert echt so, der stolpert so krass vor dem einen in das andere. Ja. Deswegen ist das mit den Figuren echt teilweise ein bisschen komisch, wo es mir aber halt im Großen und Ganzen, also wenn ich jetzt detailliert drauf eingehe, dann ist es schon Apps zum Angreifen, im Gesamtpaket interessiert es mich dann nicht so stark, weil zum Beispiel auch bei dem Cole Young dann, wenn er dann sein Zeug kriegt und seine, wie heißt das, Tonas oder Tofas, weiß jetzt nicht, wie diese Schlagstöcke da heißen, die er hat, wenn er die dann hat und dann den Goro so geil fertig macht und den Bauch aufschneiden, Arm abhacken, Stecker durchs Augen durch, beim Umfallen Eingeweide aus, das denke ich mir, ja geil, so muss Mortal Kombat, das passt. Ja, genau. Vielleicht gehen wir kurz drauf ein, auf die Fatalities, die ja echt cool sind in dem Film. Gerade das mit dem Hut vom Kung Lao, wenn er den dann in den Boden reinrammt und der dreht sich dann noch weiter und dann nimmt er den Gegner und schneidet ihn einmal in der Mitte durch. Genau. Super geiler Move und da dann auch wieder fetter Fanservice packt. Das ist die Nitara, die er da packt. Reitet auf wie auf dem Skateboard. Der Hut dreht sich schon im Boden. Diesen Move kennt man ja auch schon seit, was weiß ich, wie viele Teile vor ihm, den er immer in verschiedene Varianten als Fatality hernimmt. Und dann vor der Kopf herum mit ihr durch den Hut durch, schneidet es auseinander. Geile handgemachte Effekte, so Puppen, keine Computerscheiße. Springt over, setzt den Hut auf und dann hat es gerade noch Flawless Victory. Fett. Da sitzt sie da und grinst wie ein Vollidiot. Ja, also die Effekte und gerade die Brutalität und mit dem ganzen Blut, das ist halt Mortal Kombat, das ist echt cool. Das ist voll geil. Und auch der geile Headsmasher Fatality vom Jax gegen Raiko dann. Ja. Wobei das auch so ein Kampf ist, also er hat zwar fetten Fanservice, oder? Fanservice, oder? Sie sind auf der Brücke, diese Szenerie kennt jeder Mortal Kombat Spieler mittlerweile, kennt den Stage Fatality, wenn man oberwirft, dann unten die Stacheln sind, alles dabei, Fanservice ohne Ende wieder mal, kämpfen dann, aber der Kampf, wie lang dauert der? 35 Sekunden. Ja, oder 40. Er hat zwar dann schon am Schluss ist halt dann wieder cool, weil dann steht der Raiko so da und schwankt umeinander, genauso wie es ist, wenn du dann deine Kombination für ein Fatality eingibst. Jax macht seinen typischen Gacha-Move, wo er ihn packt und haut ihm dann die ganze Zeit den Pfotzen rein und dann haut er halt mit alle zwei Händen den Kopf auseinander, dass er platzt. Ich sitze natürlich auch wieder da und grinse wie ein Trottel, weil es einfach so geil aus dem Spiel ausgeglaubt wird, aber dann ist vorbei und dann denke ich mir so, und das war's jetzt halt. Das war jetzt einfach nur 30 Sekunden. Das war so schnell, ohne irgendwas, da hätte man so viel mehr draus machen können. Ist mir einfach zu schnell gegangen. Ja, vor allem, das ist ja auch in so einer Kampf-Compilation, kann ich fast sagen. Also, das ist ja nicht der einzige Kampf, den es da sagen, sondern es sind drumherum noch mehrere Kämpfe von verschiedenen Charakteren. Und da habe ich mir auch gedacht, warum habt ihr denn das nicht einfach lang gezogen? Also, warum hat man das nicht vielleicht schon ab der Hälfte vom Film oder so starten können und dafür die Kämpfe dann auch länger gemacht? Ja, das hätte ich auch cooler gefunden, weil es sind ja auch saucoole Figuren dabei. Der Kabal ist dabei, Melina ist dabei, lauter so geile Figuren. Kabal schaut auch wie aus dem Spiel aus, richtig geil gemacht, kämpft er cool gegen Liu Kang dann und das geht aber dann auch so schnell. Liu Kang macht dann sein Fatality, den Drachen,
wo er aufkommt und in die Spiele halt normal, teilweise dann die Leute in der Mitte auseinander beißt und da verbrennt dann halt nur und er fällt einfach um. Aber da kommt halt dann noch fett im Hintergrund Fatality. Ja, das stimmt. Da sitzt er dann auch wieder da. Sie können so Sachen machen es gleich wieder wett, weißt du so. Du denkst erst so, ja, es ist jetzt irgendwie so schnell gegangen, dann kommt Fatality und denkst du, geil. Ja, und dann, ja, ganz genau so ist es mir auch gegangen. Ja, genau. Gedacht, und dann denkst du wieder so. Der Drache schaut jetzt auch nicht so geil aus. Und dann kommt aber Fatality und denkst, ach, ist eigentlich, ist doch ganz nett. Passt, ist cool. Und dann ist vorbei und denkst du, ja, aber es ist so schnell gegangen. Warum geht das so schnell? Wobei man sagen muss, das Finale ist schon geil. Das Finale ist super. Na, wir müssen jetzt nicht alles spoilern. Also, der Finalkampf zwischen zwei sehr großen Hauptcharakteren. Ja, es ist ja, nachdem wir schon gesagt haben, was die Hauptfehde ist, die da beleuchtet wird, ist ja ganz klar. Nein, sprich's nicht aus. Ich sprich's nicht aus. Ich sage aber nur eins, es ist, mir hat's Schreif aufgestellt, dass ich ein neues T-Shirt braucht hab. In dem Moment, wenn es auf einmal nur heißt, get over here. Das war so ein geiler Auftritt, Weltklasse. Ja. Und der Kampf ist ja an sich auch geil, weil da sind so viele Special Moves aus dem Spiel ausgenommen, dass du nur da sitzt, wenn du das öfter gespielt hast und halt ein paar von den Kombos auch immer wieder mal probierst und rauskriegst, du sitzt nur da und denkst dir, geil, ich flipp komplett aus. Und der Kampf ist halt dann auch lang, der dauert halt auch und hat wirklich, also das ist einfach das Highlight, der Finalkampf ist das absolute Highlight. Ja, das stimmt. Und wir haben einen Fire Breath Fatality dabei. Den mengen wir auch. Den mengen wir auch. Also, ja, wie schon gesagt, wir haben viele Charaktere, die ein ziemlich geiles Bild machen. Wir haben aber ein paar Charaktere, die kämmern eigentlich gar nicht so in die Erscheinung, wie man es gewohnt wäre. Also gerade der Raiden, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Der ist halt nur lästig die ganze Zeit. Ja, du nur die Leute aufhängen, die ganze Zeit. Du bist scheiße, du bist schwach, du bist mental schwach und körperlich schwach, du bist arrogant, halt dein Maul, hau ab, ich laser dich weg mit meinen Blitze. Der ist nur am Fing. Was ist mit ihm eigentlich, lästiger Depp? Vielleicht ist ihm nicht bewusst, dass er eigentlich nicht für Outworld kämpft. Wahrscheinlich. Ich hab's nicht mit Trotteln zum Tor. Die sind doch alle bescheuert, was ist mit euch? Ich war so gern der Shang Tsung, der hat coole Leute dabei. Shahid hat einen riesigen Hammer, der andere kann Eis schießen. Ja, dann geht der Jax vorbei, wie bist denn du? Genau, deine gichtlichen Roboterarm, schau, dass du abhaust. Der war echt nur lästig. Bei dem haben wir auch, also beim Raiden, ich weiß nicht, den finde ich ein bisschen missinterpretiert, weil ich habe zumindest ich glaube 5, 6 Teile oder so habe ich immer wieder gespielt. Und da wisst ihr jetzt nicht, dass der Raiden die ganze Zeit so lästig war. Na, also auf gar keinen Fall die ganze Zeit, aber du spielst ihn ja dann auch immer wieder und du siehst ihn da, glaube ich, fast gar nicht kämpfen. Oder na, aber er sagt ja, glaube ich, dass sie da nicht einmischen dürfen, oder? Als Gott darf er sich da nicht einmischen, oder? Sagt der Mann. Ja, beim Training oder so darf er doch schon. Zumindest. Ja, er lasert immer ein paar Leute mit dem Blitz weg als Training. Einfach so, weißt du? Die wollen gegen ihn kämpfen. Ach, verpiss dich, voll mit dem Blitz dagegen. Also ich hoffe ja, wir kriegen ja am Schluss nur den Hinweis, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Tod ist ein weiteres Portal und dann verschwinden ein paar, aber nur für die Besen. Und ich hoffe aber stark, ich finde, dass der Kung Lao ein bisschen verhorzt worden ist. Ja. So einen coolen Finisher, Fatality wieder abzirkt und er bringt auch die ganzen coolen Sprecher mit Fight und Test Your Might und Flawless Victory und auch sein Auftritt, wo der Hut am Boden liegt und dann kommt er aus dem Boden außertraut mit dem Hut, das ist ja auch 1:1 der Auftritt wieder in die Spiele, in die Arenas reinhupft. Voll geil. Und ja, und dann fällt er aber irgendwie völlig unspektakulär an Shang Tsung an seinem Seelensauger-Fatality zum Opfer. Das fand ich schade. Ich hätte gern gehabt, dass der ein bisschen, der hätte mehr machen dürfen. Und ich fand halt den Schauspieler, der hat das ziemlich gut, die Bewegungen vom Kung Lao ziemlich gut umgebracht. Der hat, da habe ich mir auch ganz oft einen Spielerinnen gefühlt, wenn er mit seinem Hut umeinander haut. Ja. Ich muss echt aufpassen, was ich alles sage, weil nicht, dass ich dann für unser was fanden wir gut und was fanden wir schlecht nichts mehr habe. Ja, stell dir so. Über was willst du reden? Machen wir es mal so. Ja, die Kämpfe an sich, haben wir ja schon gesagt, sind irgendwie auf einmal alle so schnell vorbei, sie sind ultra schnell da und sind ultra schnell vorbei und man weiß nicht so recht, und da wünsche ich mir ja für die Zukunft, dass die ein wenig ruhiger werden, die Kämpfe. Da waren mir zu viel geschnitten. Also, weißt du, so schnell hin und her geschnitten wieder mal und ich bin ja Fan von so Raid-Style, feste Kamera und durchchoreografierte Kämpfe. Was Geiles gibt's gar nicht. Geht vielleicht bei dem Mortal Kombat aufgrund von dem übertriebenen Brutalen, was du dann mit einbringen musst, nicht 1:1 so. Aber du kannst auf alle Fälle ein bisschen
Oberschrauben, was die Schnitte angeht. Das war mir teilweise ein bisschen zu viel. Also, zwar nie so, dass mich gestört hat, aber ich habe mir immer wieder gedacht, ein wenig ruhiger war einfach geiler. Da den Kämpfe cooler umgekommen. Es ist aber vielleicht ein bisschen die Schauspieler geschuldet, dass halt da viele dabei sind, die halt einfach dieses Martial Arts gar nicht kennen. Ja, sollen sie es lernen, die Sautypen. Für was kriegst du einen Haufen Kohle? Also gerade der Schauspieler von Jax, Michael Brooks, das ist ja eigentlich kein Fighter in dem Sinne. Und ich glaube, wenn es da halt einfach jemanden genommen hätten, der so ein bisschen beweglicher gewesen war, hätte es auch nochmal anders ausgeschaut. Ja, der muss aber gerade boxen. Also man hätte es auf alle Fälle nur ein bisschen langsamer, weißt du, wie man. Ja. Einfach, mag ich lieber, wenn es ein wenig ruhiger ist. Aber du hast ja noch nicht so viele Mortal Kombat Spiele gespielt, aber hast ein paar Easter Eggs im Hintergrund entdeckt. Weil wir haben ja vom Fanservice, kann man bei dem Film immer wieder sprechen, da gibt's ultra viel und er hat natürlich einen Haufen Easter Eggs versteckt. Hast du irgendwas gefunden, was du sagst, das kenne ich vom Elfer? Naja, bis jetzt auf das Johnny Cage Poster zum Schluss. Ja, das ist ja fies, wenn du dir schon zweimal angeschaut hast. Ich bin sabbernd davor gesessen und hab mir gedacht, ja, Mortal Kombat cool. Und dann bin ich irgendwann halb eingeschlafen. Was ist mit dir? Hast du im Tempel vom Raiden, hast du Kitana ihre Fächer im Hintergrund gesehen? Nein. Ich hab mir irgendwann gedacht, was schimmert denn da so blau durch? Wow, cool, der Kitana ihre Fächer. Wissen wir nicht, was mit ihr passiert ist? Wissen wir, weil das ist ja schon ein bisschen eine vorgeschrittene Geschichte auch. Die kämpfen ja schon und der Shao Kahn wird ja auch immer wieder angeteasert mit Beutel und Statue. Hofft man, dass der die nächsten Teile noch kommt. Also kann vielleicht auch Kitana noch kommen. Und das war eigentlich immer meine liebste weibliche Kämpferin. Ja, das stimmt. Auf die hätte ich mich auch noch gefreut. Ja. Die gab's ja im ersten Mortal Kombat Film von 95 schon. Ja, da war's dabei, genau. Ja. Und in der Hütte von der Sonya Blade gibt's dann, da fahren sie dann auch mit der Kamera über die Wind. Und die ist halt auch prädestiniert, dass man da natürlich Sachen versteckt. Ganz offensichtlich hat man halt einen Nightwolf gesehen. Ob das halt alles dann Hinweise wären auf Figuren in den anderen Teilen, weiß man nicht so recht. Aber wir haben einen Nightwolf und einen Kotal Khan, das Büstenbeutel. Einen Kotal Khan kennst du ja auch. Auf den, da habe ich mich auch gefreut, weil das war mein Lieblingsfilm. Mit dem bin ich ganz gut. Das war einer von meinen Lieblingskämpfer bei Mortal Kombat 11. Bin ja Maschinen mit dem. Und du weißt ja noch, wenn es bei Mortal Kombat 11 am Anfang einen Kopf abhacken, einen Shinnok, von dem haben sie das Amulett, das ist das, was der Kano im Raiden sein Tempel stehen mich. Das ist das Amulett vom Shinnok. Ah, okay, stimmt. Also ich hab mir schon gedacht, das ist wahrscheinlich irgendein Artefakt, das man jetzt aus den Spielen kennt, aber es ist jetzt doch auch schon eine Zeit lang her, dass ich das einfach gespielt habe. Also sie haben auf alle Fälle viele Sachen versteckt, wo man, ja, ich darf hoffen, dass damit anteasern, dass diese Figuren in dem Filmuniversum existieren und auch noch vorkommen, weil es gibt relativ wenig Figuren von Mortal Kombat, die ich kacke finde. Sie haben einen mit außer den Raiko, den hat man glaube ich zweimal bis jetzt in die Spiele gehabt, den hätte sie zum Beispiel nicht braucht, aber er hat gerade dafür dient, dass der Jax einen Kopf zermanschen kann. Ja. Den fand ich ein bisschen, außerdem war der war wie ein Vollidiot. Der hat nur umeinander geschrien, der hat sogar geschrien, als der ihm etwa weh, als ein Hammer festhält, der Jax. Was ist mit ihm? Da hat ich, was wärst jetzt zu schreien, der hält deinen Hammer fest und nicht die, du Trottel. Stimmt, das ist also ein Moment, wo man sich dann fragt, was ist denn los? Also manchmal ist da so ein bisschen Overacting mit drin. Bei dem voll, also bei dem Raiko voll, das ist der ist ja sonst irgendwie normal nur in Slapstick-Filmen unterwegs, so wie der schreit und overacted. Ja, aber auch vom Louis Tan, also der den Hauptcharakter spielt, ich kann mir nicht mal den Namen merken von dem Charakter. Der Cole Young. Der macht da manchmal Moves, wo ich mir denke, Alter, warum hast du das gemacht? Wieso hast du jetzt so ganz komisch deinen Arm nach oben kommen? Lass ihn halt einfach da, wenn du irgendwas erklärst. Ja, der mag, vielleicht hat er 2 Assassin's Creed gespielt, weil die Figuren in Assassin's Creed die sind auch zu dumm zum Gestikulieren. Naja, oder er war in irgendeinem schlechten Rhetorikkurs. Das könnte auch sein, ja. Was aber auch richtig geil ist, wenn der Liu Kang gegen Kano kämpft. Da verarschen, es gibt ja immer, wenn man, ich weiß nicht, ob du schon bei dir gehabt hast, der Mortal Kombat nicht so gut kann und dann auf die Idee kommt, immer den gleichen Move zu machen. Doch, ja. Das ist ja der Grund, warum ich mit einem Kumpel von mir, mit dem Flocky, nicht mehr Mortal Kombat spiele, weil mir die ganze Zeit gegen ein Schienbein treten hat. Ja, genau. Und den Witz ziehst du doch auch geil durch. Wo der Kano auch noch so geil sagt, ob das der einzige scheiß Move ist, den er kann und dann macht er immer nach unten Kreis, war das praktisch. Obi-Kreis, ja. Obi-Kreis, Obi-Kreis. Und die Attacke ist früher noch schlimmer, sauschwer zum Blocken gewesen. Und damit hast du Kämpfe gewinnen können, indem du immer den gleichen Scheißhaus-Move machst.
Find ich ganz lustig, dass das mit einer dann, vor allem dann auch noch mit dem Mortal Kombat straft ja auch schlechtes Timing, ist er dann auch, zweimal haut er um, beim dritten Mal möchte er wegspringen, ja, falsches Timing, wieder umgehauen. Das finde ich auch ein geiler Witz. Und das Kampf Jax gegen Sub-Zero. Wie krass waren das eigentlich, als er dann noch runterwirft und gegen die Kanten an die Kanten aufschluckt? Hat's das braucht? Insgesamt ist es ja krass, wo der Sub-Zero am Anfang gegen den Jax dann kämpft und dann, das ist wahrscheinlich auch einer von den Fatalities. Ich weiß es ist eine Art von Fatality, mit dem, dass es eingefriert und es bricht. Das glaube ich gibt es zwar nicht, oder zumindest wisst ihr das nicht, dass es nur gibt mit Armausbrecher, weil das ist ja einfach zwingbar bei Mortal Kombat Fatality, da muss nur irgendwie Kopfhausen angeschnitten werden oder ausweiten oder was weiß ich. Ja. Aber das ist auch so eine Art, wo das gibt, dass es eingefriert und dann haut. Ich weiß ja gar nicht, ob das der Grund ist, warum er keine Arme mehr hat. Ob er da damals schon gegen einen Sub-Zero verloren hat. In die Spiele? Ja. Da weiß ich auch nicht, ob der, wie das da hergegangen ist, keine Ahnung. Aber es ist cool, wenn die kämpfen, ist das Aufbau im Hintergrund, ist ein Graffiti an der Wand und da haben sie einen Sub-Zero seinen Eisschuss-Kombo eingegeben, den Obi-4 Viereck ist dann bei der Playstation Obi-4 Viereck, ja. Und der ist dann da ist irgend so ein Wort an geschrieben, das weiß ich jetzt nicht mehr, und drunter ist dann die Combo eingeschrieben. Die er auch ein paar Mal macht, ich glaube zweimal schießt er Eis. Ja, das stimmt, das ist echt geil. Also Sub-Zero und der Scorpion, das sind zwei Charaktere, die haben so geil getroffen. Ich glaube, wenn die zwei allein schon in dem Film vorkämen warten, war es auch schon cool gewesen. Ja, 1,5 Stunden, denen ich zuschauen, wie sie sich gegenseitig einschlagen. Boah, cool. Ich bin dabei. Boah, leck. Ja. Ich bin dabei. Ja, weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen über die lustige Produktion von dem Film reden? Über Produktion hat mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so stark informiert. Da musst mir du jetzt ein berieseln. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass am Ende bei den Credits dann da steht, es ist eigentlich alles fast in Australien gedreht worden. Ich glaube, ein paar Szenen kennt man zwar auch aus den Filmstudios in Kanada, aber der Film ist hauptsächlich tatsächlich eine australische Produktion und ist auch von der australischen Regierung mitfinanziert worden. Zumindest glaube ich das. Also das Government-Logo kommt am Ende vom Film vor und ich glaube, die haben um die 70 Millionen oder so reingesteckt oder sie hätten sogar bis zu 70 Millionen mit reingesteckt. Budget liegt aber insgesamt bei 55 Millionen. Ja, und der Film hat ja schon eine sehr lange Planung hinter sich. Also ich glaube 2010 sind schon die ersten Gerüchte losgegangen. Dann gab es mehrere Regisseurwechsel, ich weiß es nicht. Regisseurwechsel. Bis dann am Ende der Simon McCoy die Beauftragung bekommen hat, diesen Film umzusetzen. Sein erster Film, gell? Ja, genau, richtig, wollte ich gerade sagen. Und ich finde, das hat er rein von der Machart her gut gemacht. Man war wahrscheinlich jetzt nicht hauptverantwortlich für die Story. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob er Schreiberling auch war, aber das wissen wir gleich, weil wir ja Hund sind und das Internet vor uns haben. Die sind Internets. Und ansonsten... geschrieben hat er nicht. Einer hat nur mitgespielt, also mitgespielt im Sinne von, er war einer von den Hauptproduzenten, der James Wan. Der James Wan durfte da bei der Produktion mitsprechen. Ja, und wo der James Wan sein Hemd drauf hat, da ist er das ist ein normaler Gmadi-Wies. Jo, genau. Auch wenn sie in dem Fall ein paar Fleckerl vergessen haben, aber ansonsten ist es wieder mal eine James Wan typisch produzierte Gmadi-Wies. Ja, gut. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde eigentlich tatsächlich gerne jetzt übers Fazit sprechen, weil mir brennt's auf der Seele, verdammt. Der brennt auf der Seele. Ich habe Angst, noch weiter zum Reden, weil dann habe ich mein ganzes Pulver schon verschossen. Also, ich möchte nur kurz, auf was ich mich freue, nämlich am Ende, haben wir schon gesagt, heißt, der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Portal und dann verschwinden der Sub-Zero und der Goro und so weiter, werden von schwarzem Rauch eingekühlt. Und in die Spiele war es auch so, aus dem Sub-Zero raus ist der Noob Saibot entstanden. Und er zieht sich ja dann auch sein ganz Zeug aus, dass er dann schon im Schwarzen, fast nur noch in Schwarz da steht. Und jetzt vermutet man da schon, ob er da dann nicht im nächsten Teil als Noob Saibot wiederkommt. Und das war halt auch ziemlich geil. Noob Saibot ist nämlich auch ein ziemlich cooler Kämpfer. Geiler Schattenkämpfer. Und vom Goro gibt's da auch dann irgendwie eine neue Form? Nein, aber ich glaube, dass vielleicht arbeiten sie mit dem Thema Wiedergänger wie im Elfer. Mhm. Aber nur bei Noob Saibot drauf eingegangen. Noob Saibot rückwärts für Boone Tobias, weil nämlich der Ed Boon und der John Tobias die Macher und Erfinder von Mortal Kombat sind.
Mindblow. Und die kriegen einen Easter Egg, also jetzt nicht in dem Film, weil da wird der Noob Saibot noch gar nicht angesprochen, aber einen Easter Egg haben sie auch im Film, weil der Cole, unsere Hauptfigur, ist ja Mixed Martial Arts Fighter und wenn er der Jax einsammelt, also er war mal auf dem Höhepunkt, der Cole ist er mittlerweile Nummer und da sagt der Jax zu ihm, dass er damals sogar den Titel vom Eddie Tobias genommen hat und haben sie dann die Namen von den beiden Mortal Kombat Erfindern noch mit eingebaut. Da bist du schon da gesessen und hast du gesagt, ha! Mic Drop, hab ich gesagt. Krass. Die sind so ich krass. bin da gesessen und gesagt, hab meinen Kollegen gefragt, was hat er gesagt? Ich verstehe kein Wort Englisch und die reden alle Englisch, das passt mir überhaupt nicht. Gut, jetzt fangen wir an mit, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen und ich darf anfangen. Du darfst anfangen. Ja. Was hat mir gefallen? Da bist jetzt du nämlich schon die ganze Zeit drauf eingegangen. Ich finde, man merkt im Film extrem, dass das Fans gemacht haben. Also, dass da Leute dahinter gestanden sind, die gesagt haben, uns ist wichtig, dass der Charakter so und so ausschaut. Ich finde, das merkt man einfach auch beim Scorpion, das merkt man beim Sub-Zero. Ich finde, wenn ich da schon andere Sachen gelesen habe, ich finde, Sonja ist sehr gut getroffen. Mhm. Die finde ich auch neben am Kano noch mit am sympathischsten. Wie schon gesagt, im Kano haben sie gut getroffen. Und der macht da Charakterentwicklung durch. Und die ganzen Easter Eggs, die du jetzt gerade gesagt hast, wie schon gesagt, ich glaube, man muss diese Spiele kennen, damit man den Film total genießen kann. Dass man dann sagt, boah, wie cool, das ist genau ein Mortal Kombat Film, der mich abholt wie in die Spiele. Negativ, ich hätte mir vielleicht weniger Charaktere gewünscht, dafür mit mehr Tiefe. Also, ich hätte tatsächlich einfach gern mich abgeholt gefühlt, wenn ich jetzt, wie es bei mir jetzt der Fall ist, einfach schon vor einiger Zeit mal entweder die Spiele gespielt habe oder wenn ich jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, ich schaue mir das jetzt mit jemandem an, der eben von den Spielen gar keinen Peil hat, dass der da komplett abgeholt wird und dann auch versteht, was ist die Motivation von jedem einzelnen Charakter, der da drin kommt, weil ich finde auch, der Liu Kang und der Kung Lao, die sind irgendwie einfach so eingeworfen worden. Und natürlich, jeder, der die Spiele kennt, der kennt auch die zwei und der ist total begeistert und denkt sich, ja, wie cool. Aber es wird einfach zu wenig erklärt, finde ich. Und das wünsche ich mir für die nächsten Filme, dass man da die Charaktere entsprechend dann aufbaut und dass man halt dann da vielleicht aus den Kritiken, die jetzt da bestimmt nach und nach kämmern, dann ein bisschen was mitzirkt. Man, du hast es gesagt, die Fatalities und die Sprüche, die reißen das Ganze dann wieder raus. Also es ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Mortal Kombat Film. Aber zum Beispiel der 95er hat es halt viel besser gemacht, dich in diese Welt einzuführen und dir zum sagen, warum handeln die Charaktere so, wie sie handeln. Du musst jetzt so mit klassischer Musik im Hintergrund vorstellen und dann mit so einem Höhepunkt-Tusch, wo dann alle ausstehen, applaudieren und dann sagen, boah, Alter, was war denn das für ein geiles Fazit? Na, die einzige Musik, die ich bei Mortal Kombat im Kopf habe, ist Oh, da fällt mir nur ein geiles Detail ein. Die Credits haben mir echt gut gefallen. Also diese Blutbilder, die dann entstehen und die Namen von den Charakteren dann nochmal anzeigen, das habe ich richtig geil gefunden. Also das war wirklich filmisch sehr cool umgesetzt. Und auch die neue Interpretation von dem Mortal Kombat Theme fand ich auch ziemlich cool. Gefällt mir aber nicht so. Das 90er ist wesentlich geiler. An den 90er Sound kommt es nicht ohne, aber für das Neue hat es auch gepasst. Ich fand's gut, dass sie es umgesetzt haben. Also ohne das war überhaupt nicht gegangen. Ja, richtig. Also, wenn es komplett weglassen hätte und dann zum Schluss so eine Filmmusik, da hätte ich mir dann gedacht, oh. Aber hast du es gemerkt im Film? Sie haben da den Beat auch einmal hergenommen innerhalb von der Filmmusik. Ja. Das fand ich richtig cool. Ja, das fand ich auch geil. Und was sagst du, was sind bei dir was ist bei dir das große Kontra und das große Pro? Also ich finde es halt, was ich unbedingt herausheben möchte, ist eben, dass der eine voll geile Fatality von Kung Lao, dass es wirklich ein handgemachter Effekt gewesen ist, finde ich sehr geil, ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, da ja doch auch einige CGI-Sachen drin sind, aber die fallen jetzt, finde ich, nicht so stark ins Gewicht. Aber der Finisher mit der Fatality mit einer Puppen, voll geil, Weltklasse, da saubert die als Scorehand natürlich sauber. Und die ganzen One-Liner noch dazu, ob das Fatality oder Kano Wins oder Flawless Victory, Finish Sam heißt in dem Fall, statt Finish Him und so, voll geil. Also Fanservice, ich heb da ganz groß den Fanservice hervor bei dem Film, weil der lebt, glaube ich, noch krasser von Fanservice, als es Comic-Verfilmungen machen. Ja, also das heißt, du hast jetzt mal Pro einfach kopiert. Okay. Ja, genau.
Ja. Du hast nichts vorhanden gemacht, die Puppen gesagt, halt, dann scheiß Schnauzer. Und was ihm angereiht, ist die holprige Erzählweise, bei dem ich selber überrascht bin, dass ich es überhaupt tue, weil mir das in der Regel nie stört. Aber in dem Fall finde ich es wirklich so, der stolpert so krass. Ich habe noch nie beim Film das Gefühl gehabt, wie bei dem, dass der so krass von einem in das andere eine stolpert mit echt krass erzählerischen Schwächen, die eigentlich bei so einem Film nicht schlimm sind oder schlimm sein dürfen, aber sie fallen halt da so krass auf. Aber während im Gesamtbild stören es mir jetzt nicht so krass, aber es war halt mein Kontra und eben die Kämpfe zu schnell geschnitten und dann zu schnell vorbei. Da sollten sie ein bisschen noch ein bisschen die Stellschrauben anziehen. Ja. Aber ansonsten sage ich, geile Mortal Kombat Verfilmung. Im Großen und Ganzen genau das, was man sich vorstellt, oder im Großen und Ganzen fast genau das, was man sich vorstellt. Und ich freue mich auf weitere Fortsetzungen. Da freue ich mich auch drauf, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall Potenzial da. Man kann aus der Story da nur einiges rumreißen und vielleicht ist es ja wirklich auf das ausgelegt, dass man sagt, okay, das sollen mindestens 3 oder 4 Filme werden. Ja, ist so, also wie gesagt, wenn man anschaut, dann merkt man halt sofort, da ist angedacht, mehr draus zu machen aus dem Universum. Und ja, storytechnisch, du hast da in die Spiele auch alles von Zeitreisen und was weiß ich und Wiedergänger und dann kämpft der Lebendige gegen sein Wiedergängerbild und was weiß ich, du kannst so abstruse Geschichten verzeihen, weil es vollkommen scheißegal ist bei Mortal Kombat, Hauptsache sie kämpfen und hauen sie dann saubrutal blutig über die über. Und mehr geht's überhaupt nicht. Ja, richtig. Fatality. So, und dann kommen wir noch zu unseren 3 Ts, zum Triple Threat. Mein lieber Kani, was sagst? Kämen Titten vor? Na. Kämen Trompeten vor? Na. Und kämen tote Tiere vor? Ach, wieder nicht. Naja, wenn man den Krokodilkopf am Anfang vielleicht noch als Tier gelten lässt, dann vielleicht. Na, machen wir 50-50 beim Tier. Okay. Ja, oder einen halben Schauwert, der Film. Wow. Super Simon Quaid, oder McQuaid, wie ist der? Der Simon McQuaid, ich weiß nicht genau. Ja, was sagst du als großes Fazit? Ich habe ja vorhin schon mit Verfahren mehr oder weniger meins geäußert. Ja, ich sage als großes Fazit, starke Spieleverfilmung, die Fans so dermaßen befriedigt, dass sie im Bett liegen und ohne rauchen müssen, aber mit Luft nach oben. Ja, weil einfach vielleicht ein bisschen zu viele Charaktere mit dabei waren. Ja, ein Corby ist auch noch 3 schutzfähig. Kann man überhaupt keine Namen merken. Ja, Scorpion, also Sub-Zero, dann hört schon vollkommen Ja, auf. genau, Schlaganfall umgefallen. Gut, und in diesem Sinne wünschen wir euch dann viel Spaß bei Mortal Kombat. Schaut's euch an und wie es der Kani schon gesagt hat, sagt's euch auf Prime. Wir hoffen auch, also ich hoffe zumindest, dass er trotzdem noch ins Kino kommt. Der ist schon gestrichen, der Kino-Release. Ja, egal, ich hoffe trotzdem. Weißt du, okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich glaube, dass der schon ein Flawless Victory gegen das Kino gemacht hat. Ah. So wie Corona gerade ein Fatality mit manchen Kinos macht. Solange sie es nicht finishen. Fatality ist der Finisher. Nein. Saudepp. Nein. Das ist ja das Lustige bei Mortal Kombat. Trotz Kampagne und Fatalities leben die Charaktere meistens dann Stimmt. auch noch. Und ich habe jetzt wieder richtig Bock. Ich schalte jetzt gleich nochmal Playstation ein und hau nochmal ein paar Shell runter. Weil ich hab mir gleich da noch Bock zu Code und hab mir ein Ding laufen lassen, ein DLC für Mortal Kombat 11, das Aftermath. Alle Figuren habe ich mir sauber einmal wieder das Gate eingebuttert und hab mir jetzt die Story, die Figuren, alles habe ich mir jetzt runtergeladen, weil es wurscht ist, brauche ich. Dann dir viel Spaß beim Kloppen, euch noch viel Spaß beim Mortal Kombat schauen oder natürlich beim besten Podcast der Welt hören. Keine, welcher Podcast war das gleich nochmal? Ich glaube, das ist Viva la Movie Los Son. Oh Gott, sag lieber unsere Hörer, was nicht wahr sein. Also, alles klar. Also, ihr wisst es wie immer. Wir wollen, dass ihr sämtliche Glocken drückt, das ist Sex von uns. Also, überall abonnieren. Ihr dürft an unsere Glocken, wenn es uns mal in echt Sex haben. Auch kein Problem damit, solange ihr uns abonniert habt. Und geht's mir auf Steady. Wie gesagt, wir wollen endlich Kohle verdienen, aber wir kriegen nichts ein. Das nervt voll. Und jeden, der uns nicht hört und uns nicht mag, den ihr kennt, geht's hier, drückt's nach unten und Kreis und haut's ihm die ganze Zeit an den Schimbo. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Genau, macht's das und dann, egal ob er dann nur umeinander benzt oder nicht, der soll jetzt erstmal unseren Podcast hören und dann könntest du ihn vielleicht wieder erlösen oder er hat weiter auf Skibein. Genau, so es liegt halt dann an eurem Charakter, sag ich jetzt mal. Genau.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Vom Outworld, oder? Der Outworld. Oder vom Erdenreich? Na, also jetzt reicht's langsam, gell? Okay, Entschuldigung.